Hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Aslan Murtazaliyev. Ich bin der Koordinator von der Versammlung von Tschetschenen von Europa. Wir sind heute gerade in Schuld. Wir haben den ganzen Tag heute bei dem Katastrophengebiet gearbeitet. Wir sind ehrenamtlich heute da. Ich bitte meine Kollegen über das Projekt, was wir organisiert haben, kurz berichten. Ich gebe das Wort an Rustam. Rustam, kannst du mir kurz das klären, wie das alles organisiert? Ich weiß, das ist ein bisschen spontan gewesen, aber trotzdem. Ja, genau. Eigentlich vor ein paar Tagen haben wir das überhaupt nicht geplant, dass wir hier kommen. Ja. Also unser Vorstandsvorsitzender ist ja Daduev, hat auf einmal die Idee, eine super Idee, dass wir einfach uns sammeln. Einmal ist ein Piniberg. Ja. Und zurzeit sind wir alle Leute aus ganz Deutschland, Bayern, Berlin, Hamburg, Gelsenkirchen etc. Und wir sind jetzt gleich gerade in einem Stadt namens Schuld. Und ja, wir sind eine Truppe von 12 Leuten. Ja, und wir haben einfach das genommen, was wir jetzt zu Hause hatten: Schaufeln, Schuhe, Regenjacken. Also wir sind keine professionelle Arbeitskolonne etc., aber wir dachten, wir helfen, wie wir können, womit wir können. Kannst du kurz sagen, was ist der Grund? Der Grund? Ja, genau. Wieso wir sind heute da? Was motiviert uns für diese ehrenamtliche Arbeit überhaupt? Also Menschen zu helfen an sich macht glücklich. Also das bringt dir in deinem Herz innere Ruhe. Also wenn du arbeitest, bekommst du ein Gehalt, wenn du Sport machst, bekommst du Gesundheit, aber da du als ein Teil der Gesellschaft bist, möchtest du auch was zurückgeben. Jetzt aber einfach so zurückgeben, ohne jetzt, dass du was zurück hast. Und es geht einfach darum, geben, geben, geben. Und dabei einfach, ja, wir möchten einfach auch ein Zeichen geben, dass wir halt der Teil der Gesellschaft sind. Ja? Dass wir einfach... Das macht mir glücklich, ja, glaube ich. Das macht mir glücklich, genau. Und heute, also auch so Nachten, also eigentlich gerade die letzten 2-3 Wochen, hören wir immer die Nachrichten von dem Hochwasser. Das ganze Häuser werden überschwemmt. Viele Leute verlieren ihre Häuser, wissen nicht, wo die leben müssen. Und diese Erfahrung haben wir selber gemacht. Wir kommen aus Tschetschenien, wir haben Kriegszustände gehabt, wir haben Bombardierungen erlebt. Wir wissen ganz genau, was bedeutet überhaupt, auf einmal sein Haus zu verlieren, seinen Grund, ja. Wo du einfach keine Möglichkeit mehr hast, irgendwo zu schlafen oder zu essen. Und diese tierische Angst haben wir auch in unserem Blut. Und daher wollten wir unbedingt auch anderen helfen. Also wir wissen schon ganz genau, was wir fühlen und wollen einfach dabei sein. Und wir können natürlich nicht viel helfen, aber diesen Teil, diese kleine Münze, sagen, die wir reinschmeißen können, ist halt unser Teil. Und wie wir schon heute gesehen haben, wir waren nicht der Einzige, der geholfen hat. Es waren auch sogar kleine Kinder, die dabei waren. Wir haben selber was gebacken und Kaffee zubereitet. Genau, und das heißt, wir waren ein Teil davon. Aber es war schön, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Okay, Rustam, wir sehen die letzten Tage, dass im Fernsehen dieses Bild, die Katastrophengebiet, und wir sind heute realistisch bei diesem Katastrophengebiet dabei ist. Wie schaut das überhaupt aus, wenn du bist mit dabei hier? Schaut das anders aus oder wie? Was fühlst du das überhaupt? Das ist schon ein großer Unterschied. Also in Nachrichten, du siehst ja etwas, aber so richtig fühlen kannst du nicht. Also du hast kein richtiges Mitgefühl. Du hörst eine bestimmte Zahl, aber es ist eine Zahl für dich. Es ist kein Mensch, richtiges Mensch. Und man hört ständig solche Nachrichten in Afrika, in China oder so etc. Und man gewöhnt sich dafür, ja, für sowas. Aber wenn man hinfährt, das ist schon ganz anderes. Also du lernst persönlich die Menschen kennen, die gelitten haben. Du siehst die, du redest mit denen, du lernst sie kennen. Und das ist ganz anderes. Und die erzählen dir, was sie empfunden haben, ja, was da dabei geschah. Also das ist dann erstaunlich, also jede Geschichte zu hören. Also das macht uns reich, also definitiv. Und wir haben natürlich geholfen. Wir haben was körperlich gemacht, wir haben da jetzt Boden entfernt, wir haben jetzt eine kleine Baustelle gehabt. Aber was doch wichtig war, wir haben viel zugehört. Also da war jetzt ein alter Ausdruck zugehört, meinst du, von den Menschen? Genau, genau. Also das alte Ehepaar, also die hatten schon Augen, also Tränen vor Augen. Die haben wirklich viel erlebt und ich habe schon aber auch bemerkt, wenn die das erzählen, geht es auch ein bisschen besser. Also das heißt, würden wir diesen großen Gewicht von Schulden nehmen, so einen Teil davon, dass man einfach zuhören, dabei sind. Okay. Ja, danke Rustam. Und dann Aisa, kannst du kurz berichten, wie das mit der Einwanderbund zusammen organisiert, dieses Projekt überhaupt?
Es ist schnell und spontan Das organisiert. war Und wie war das überhaupt? richtig spontan. Wir haben für kurze Zeit das organisiert. Die Leute wollten vielen helfen, aber für allen konnten wir nicht ausreichend genügend Platz organisieren hier zum Schlafen und zum Fahren, auch noch die anderen Sachen, was die für Arbeit hier brauchen. Aber für uns, für unsere Organisation gut geholfen, alle anderen Bundorganisationen mit ihrem Präsident Harun Öznerin, wir haben kontaktiert und zusammen organisiert, wie hier wir können helfen kommen. Und ja, erste Hilfe, wir haben geschafft mit 12 Leuten herkommen und heute war der erste Tag in Schuld. Wir haben gut geschafft, was zu machen und hoffen wir in kommenden Tagen auch schaffen noch mehr, was wir Hilfe brauchen, helfen. Okay, wie ich weiß, das kannst du nicht einfach spontan vorbeikommen, wenn du organisierst das zuerst nicht, meldest dich nicht an und dann bekommst du das Auftrag und dann machst du das Arbeit mit. Wir haben heute alles das beobachtet und das war von meiner Sicht ist es so gut organisiert alles. So, ich finde das so. Von meiner Seite, ich möchte auch Harun bedanken. Danke für die Unterstützung. Ja, Zusammenarbeit ist immer gut. Danke an alle, danke für die Zuhörer und wir bleiben natürlich immer zusammen.